Guten Morgen von meiner Seite. Ich bleibe gerade da unten. Mein Name ist Andi Pfeiffer und Steffi und Joni haben mich angefragt, das Besondere heute zu machen, nämlich so etwas anderes als eine Predigt. Wir wollen mittragen, mitreden. Wir wollen gerne euch Anteil geben an Themen, die uns beschäftigen. Das Lied perfekt vorher. Es geht eigentlich um Jesus. Und er ist der König. Aber was macht das Bodenpersonal von ihm? Das ist immer so die große Frage. Wie gestaltet man das Leben mit dem kraftvollen Jesus unterwegs? Und da haben wir doch so ein paar Themen unterwegs. Alle von euch, die mit Gott unterwegs sind, wissen das. So einfach ist nicht alles. Wir haben uns Gedanken gemacht in dieser Serie. Und der erste Teil war von Dani Rohner und er hat das bekannte Bild gebracht vom Leib. Wir sind ein Leib mit verschiedenen Gliedern dran. Das macht doch Sinn, das Bild, oder? Ist das nicht ein schönes Bild, wo sofort auch für uns einklickt? So einfach ist es nicht immer. Dann ist der Simon gekommen mit seiner Predigt letzten Sonntag, jeder soll seinen Teil beitragen, und er hat das Bild gezeigt vom Weltmeister im Armdrücken. Das gibt's. Und dann hat er das Bild gezeigt und es ist unglaublich, die rechte Seite ist dick und der linke Arm ist ein Sprenzel. Und so soll es auch nicht sein, es soll ausgeglichen sein. Es soll nicht das eine ganz stark sein und das andere ganz dünn. Und er hat dann auch noch uns ganz differenziert, er hat sehr sorgfältig gemacht, er hat gesagt, ja, das Geld spielt halt schon auch eine Rolle in der Kirche, und hat gesagt, wenn ich da vorne stehe, geht es mir nicht ums Geld rauspumpen von uns, sondern ich will mit euch Gottes Sicht teilen von dem Geld und Umgang mit dem Geld. Ja, Kirche ist nicht Gebäude, sind nicht Ziegel. Kirche ist eigentlich die Menschen, die sich entschieden haben, mit dem powervollen Gott unterwegs zu sein. In dieser Zeit, mit jetzt näher das ganz persönliche, alltägliche Leben. Und zwar gerade jetzt, 2024. Dort, wo wir drinnen stehen. Dort, wo es bei dir auch knurzt und macht. Und wir werden uns gerne dieser Zeit stellen. Was heisst das für uns jetzt? Unsere Vision, vielleicht für die das noch nie so gehört haben, von der Gemeinde, heisst ja, wir wollen, dass Menschen aus allen Generationen zum Aufblühen kommen in ihrem Leben. Ich finde es total eine schöne Vision. Ich kann mich dem voll anschliessen. Es ist so schön, wenn man sieht, wie Menschen, trotz allem, wo wir drinnen stehen, sei das jetzt powerful, jung, kraftvoll, vielleicht angeschlagen, vielleicht ein paar Themen, erleben dürfen, wie Gott das Leben zum Blühen bringt. Und wir möchten gerne relevante, authentische und innovative Kirche sein. Das steht auch noch irgendwo. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob es noch landet drauf. Aber das möchten wir gerne sein. Eine Kirche, wo man heute sagen kann, irgendwie sind mit beiden Beinen auf dem Boden. Die sind nicht irgendwo abgegeben. Das ist unser Anliegen, das wir haben. Und darum haben wir uns heute entschieden, das Mittragen oder Mitreden, dass wir das ganz praktisch machen wollen. Und das ist in einem anderen Setting. Ihr seht schon die Stühle, die da stehen. Die kommen dann natürlich noch Personal über diese Stühle. Das ist klar, das kommt dann dazu. Und unser Wunsch ist, dass du für dich heute etwas mitnehmen kannst. Es soll nicht nur wir sein, die hier reden oder diskutieren, sondern frag dich wirklich, was will Gott dir heute zeigen, was du mitnehmen kannst in deine Woche, wo dich anspricht. Lass dich treffen auch von gewissen Aussagen. Es soll nicht ums Verdiskutieren gehen, sondern miteinander. Und das ist unser Anliegen, auch ganz offen und ehrlich und authentisch zusammen reden in dieser Zeit, in der wir drinnen leben. Ich möchte gerne näher am Herz von Gott sein mit diesen Themen im ganzen Spannungsfeld, wo wir heute drinnen leben. Das ist die Idee. Ein paar Worte zu dem Setting, das wir haben, und nachher lade ich euch ein, um dazuzukommen. Dem sagt man Fishbowl. Das ist natürlich wie immer Englisch. Man kann auch sagen Fischteich oder man kann auch Fischglas sagen. Und die 5 Menschen, die jetzt da vorne sitzen, die kommen mit mir in das Fischglas rein. Und wir sind so ein bisschen geschützt in dem Fischglas rein und wir reden miteinander über verschiedene Themen. Dann hat es einen Stuhl, der bleibt frei. Und das heisst, wenn jemand von euch den Eindruck hat, da will ich auch mitreden zu dem Thema oder da habe ich ein Anliegen, dann darf man einfach vorkommen und so, es wird in der Stuhl sein, was ich weiss, der da, darf man einfach vorkommen und mit uns ein Zeitchen mitreden und nachher geht man wieder am Platz. Das ist nicht die Idee, dass man immer da sitzen bleibt, sondern man geht dann schon wieder. Das ist dann schon die Idee. Gut. Und wir haben ja Platz machen für andere, das wäre die Idee. Und dann werden wir so verschiedene Themen miteinander anschauen, die uns beschäftigen.
und möchten gerne miteinander schauen, wie ist unsere Haltung und wie sieht das aus. Wir werden zudem auch, wie ihr das schon gesehen unsere Meinungen reinbringen. Das ist nicht abgesprochen. Das war mein Risiko heute, als ich zugesagt habe, was kommt denn ganz genau. Und das möchte ich gerne offen lassen. Ich möchte vertrauen, dass Gott uns da auch gut führt, dass man versteht, was dran ist. Eben die unterschiedlichen Meinungen auch zum Träger kommen dürfen. Das wäre da dran. Ist mir so bewusst, auch in dieser Gruppe von Leuten, die zusammen sind, gibt es so viele verschiedene Haltungen auch zum Glauben, zum Umgang und so weiter. Ich möchte gerne, dass wir mündig und gut miteinander auch über diese Sachen reden dürfen. Und jetzt, genug gesagt, ich lade ganz herzlich ein. Bitte sehr. Kommt. Jetzt muss ich noch schnell etwas loswerden. Also es ist nicht so ganz gerecht verteilt für alle, die denken, also wir sind doch heute in dem Zeitalter, wo es etwa ausgeglichen sein sollte. Eigentlich wäre die Idee gewesen, dass es ausgeglichen ist, aber wir haben noch Kids Ministry und da gibt es Leute, die haben dort auch noch zu tun, die sind am Mitschaffen, am Mithelfen und darum kann ja sein, dass auf dem leeren Stuhl dann ein bisschen mehr Gerechtigkeit entsteht, das wäre dann da. Also fühlt euch frei. Herzlichen Dank euch fürs Dabeisein in dem Gespräch, fürs Mitmachen. Und ich will gerade kurz, ich habe übrigens noch mein Schildchen angelassen, meine Aufgabe ist im Next Step. Was machst du, Jani? Ich bin Pastor da zusammen mit der Steffi. Danke. Simon. Dankeschön. Ja, ich bin aktuell bei der Müsli Church dabei, helfe dort mit, leite in einer Gruppe mit. Ich bin Rebecca und ich helfe im Welcome Team mit. Ich bin Marco und Christine und ich leite das Food Team. Ich bin der Stefan und ich bin im Technikteam mit dabei. Also du leitest es? Ich koordiniere es. Das ist ein kleiner Auszug von Menschen, die in der Gemeinde mithelfen, mittragen. Und ich möchte gerne mit der ersten Frage einsteigen. Und wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Ich habe es vorher wieder gedacht im Worship. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Einerseits für das, dass wir Gott kennen können, auf der anderen Seite auch für unsere Kirche. Was ist für euch besonders begeisternd, wenn ihr an die Kirche denkt, vielleicht auch an eure Mitarbeit? Wer will rein? Also ich finde es genial, dass es aus jeder Generation Menschen da hat. Und auch wenn neue kommen am Sonntagmorgen, es ist aus allen Generationen verteilt. Das finde ich cool. Ich kann mich dem gerade anschliessen. Das ist der Grund, warum ich da bin und bleiben bin, weil mich das genau begeistert. Dann gibt es aber auch Momente, wo mich Sachen begeistern, die ich vorher gar nicht gedacht hätte. Also neben dem, es ist schön, miteinander Lobpreis zu machen, Gott anzubeten. Aber manchmal gibt es auch, dass man eine Gemeinschaft ist, wo man miteinander etwas Schwieriges macht, durchleidet. So wie jetzt im Moment haben wir vorher gemerkt, alle haben gedacht, wir können schnell wieder abhocken, jetzt müssen wir 50 Minuten da vorne bleiben. Das ist eine kleine Leidensgemeinschaft und das ist dann plötzlich auch wieder etwas, was einfach cool ist und einen verbindet. Und das ist eben auch schön. Anders. Cool. Wir haben ja, willst du noch etwas sagen? Ja, mir sind die zwei Sachen durch den Kopf gegangen, jetzt, wo man jetzt auch nicht gerade da sieht. Das eine ist, was mich begeistert, auch eben gerade der Bereich der Kinder, wo da immer läuft, das Programm. Und dann habe ich gerade bei meiner Frau letztens gesagt, oder eigentlich vermehrt, nach der Small Group, die wir haben, das läuft jetzt auch nicht am Sonntagmorgen, sondern nebendran in dieser Gruppe, hey, wir haben so eine coole Zeit gehabt und ich bin wie beschenkt worden dort drin. Und das hat mich auch begeistert, oder das will ich auch noch so als wirklich Positives herausheben. Sehr gute Zeit. Und neben dem Beitragen von in den Kids eben auch die Kleingruppe, die dich oder euch gestärkt hat. Ja, genau, das ist ja wichtig, dass man einen Ort hat, glaube ich, wo man kann herausgefordert werden als Erwachsener oder bei den Kids mithelfen, ist ja dort arbeite ich mit, aber in der Small Group mit den Männern, dort wachsen wir, weil wir einander weiterbringen, herausfordern, stärken und da kann ich dann profitieren, auch wieder davon, bei den Kindern natürlich auch, aber auch so im Unterwegssein mit erwachsenen Männern. Genau. Okay. Begeistert dich auch etwas, Joni?
Hey, ja, mega vieles. Genau. Ich würde jetzt auch nicht zu viel sagen. Zum einen, was mich schon ein bisschen begeistert, ich habe das Gefühl, wir sind wirklich auf einem coolen Kurs, um eine gesunde Kirche zu sein. Und wir haben jetzt auch gerade in der Vorbereitung auf den Morgen nochmal uns Gedanken gemacht, eben wegen Mithelfen und so. Und dort auch nochmal gemerkt, es ist so begeisternd, wie viele Leute aktiv irgendwo mithelfen und mittragen in der Kirche. Und das ist wirklich auch etwas, wo ich wie voraus stelle, so, das begeistert mich. Das ist echt cool. Das ist ein mega hoher Anteil. Ich habe vorher etwas gesagt von dieser Vision, Vision heisst da wirklich so das Ziel, wo man darauf hersteuert. Menschen sollen zum Aufblühen kommen aus allen Generationen. Wie habt ihr den Eindruck? Sind wir unterwegs? Sind wir auf Kurs mit dieser Vision? Was würdet ihr sagen? Wäre jetzt gerade komisch, wenn alle würden Nein sagen oder nichts würden sagen. Nein, ich finde schon. Es ist, wenn man im Alltag drin ist, mitarbeitet und so, dann weiss man immer, wie es sollte sein und merkt dann schnell, was nicht gut ist. Das ist so ein Klassiker bei der Technik. Da kommen die Leute, ja, es war gut gewesen, und ich weiss, das ist mir schief gelaufen, das ist nicht gut gewesen, dort hätten wir etwas anderes machen müssen. Dann ist mir immer viel zu kritisch. Aber wenn du dann 2 Schritte zurück machst, darauf schaust, hey, es ist einfach, ja, wir sind unterwegs. Eben, du hast gesagt, was hinten bei den Kindern passiert. Ich merke es jetzt noch schon bei meiner 1,5-jährigen Enkelin, weil sie einfach gerne geht und wieder kommt. Und ich merke, Small Group ist auch so, bei mir ein Thema. Jeden Abend erfüllt heim, zwar hier müde, aber erfüllt. Und so gibt es einen Haufen Aspekte, oder eben, dass wir einfach am Sonntag bei euch essen kommen. Merkt, da komme ich verschiedene über. Offensichtlich anderen gefällt es auch. Alle Generationen haben wir auch schon angesprochen. Und trotzdem gibt es Sachen, die nicht gut sind. Und da müssen wir alle schauen, aber das Wichtige nicht vergessen, hey, wir sind unterwegs und ich glaube, die Vision, der erleben wir nach und manchmal besser und manchmal ein bisschen weniger. Aber das gehört dazu. Ich hänge sonst gerade ein. Deine Enkelin ist eine gute Freundin von unserem Sohn. Und ich kann einfach aus unserer Perspektive sagen, dass bis jetzt 2 Generationen haben wirklich einen Platz gefunden. Und ich habe das Gefühl, wir dürfen aufblühen. Unser Sohn darf aufblühen im Kids-Bereich. Wir dürfen aufblühen. Ich darf lässig mitarbeiten. Mein Mann unterstützt mich, dass ich das möglich machen kann und habe den Rücken frei. Und ich glaube, so hat jeder seinen Bereich gefunden. Wir sind noch nicht so lange dabei. Aber für uns können wir sagen, wir sind auf Kurs, weil es uns ermöglicht hat, in diesem Bereich aufzublühen. Cool. Ja. Ja, genau. Ich will mich auch dem anschließen. Ich denke, es gibt Sieg und Niederlage. Und ich finde, es gibt viele Leute, die ich jetzt auch nicht kenne, das muss man ehrlich sagen. Oder? Ich bin schon länger in der GVC, jetzt vielleicht im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, sind weniger lang schon länger dabei. Es hat einige Leute, die ich noch nicht kenne, und dort kann ich jetzt wie nicht davon reden. Aber es gibt auch sehr viel Erfolg. Und ihr merkt jetzt vielleicht ein bisschen, ich bin jetzt immer ein bisschen von der Perspektive der Kinder her, komme ich jetzt da. Und wenn man an die Vision denkt und alle Generationen, ist mir halt wieder Kind in den Sinn gekommen, oder? Und wenn ich dann Kind sehe, oder sagen wir jetzt mal Teenager, die vor Jahren irgendwie bei mir bei der Kids Church dabei sind und ich sehe die irgendwie einfach ihr Leben aufblühen, das begeistert mich mega. Und also weißt, da kannst du einfach wie jubeln nebendran und sagen, hey, so wichtig und gut. Und es ist gerade in diesem Alter dann auch so wichtig, um ein gutes Fundament zu haben, ein Umfeld und Freundschaften. Und ich glaube, das bietet auch die GVC da. Oder das ist eine Möglichkeit, um das da zu haben. Und das ist mega wichtig und mega wertvoll. Und dort sehe ich auch viel wirklich aufblühen. Ja. Wie viele Kinder sind da etwa da hinten? Man hört ja nichts von denen im Moment. Simon, weißt du das gerade? Ich weiss, es sind um die 80 Kinder pro Sonntag. Ja. Ja. Genau. Ja, an dieser Stelle begrüße ich noch Susanna. Was hättest du noch uns mitzuteilen, oder was ist deine Frage? Oder ja, Ergänzung? Jetzt gerade wegen Generationen. Ich finde schon auch, dass man mega bemüht ist, für alle Generationen etwas zu machen. Und muss man, also, ich drülle mich da. Ich denke, es bleibt eine Herausforderung.
da wirklich allem gerecht zu werden und nicht anfangen, einfach in Aktionen sich zu vertiefen oder zu verlieren auch. Weil die Kirche lebt ja eigentlich nicht von den Aktionen herum. Das kann auch eine Belastung werden. Und da müssen wir sicher immer wieder sorgfältig miteinander unterwegs sein. Und dann ist mir jetzt gerade bei allen Generationen gerecht, allen Menschen, meinen wir ja damit, ist mir dann noch so ein bisschen in den Sinn gekommen, es gibt ja auch noch andere Unterschiede bei uns, oder? Singles, Verheiratete, Paar ohne Kind, Paar mit Kind, wenig Kind, viel Kind, Jugendliche, Jugendliche im Liebeskummer, andere sonst, ja. Also es hat mega viel, wir sind sehr vielfältig da drin. Wie meinst du, dass es eine Belastung werden könnte, dass man allen gerecht werden will? Denn? Ja, genau, weil man probiert jetzt, also ich finde das mega lässig, die Kids Days, ich freue mich sehr drauf, ich darf jetzt dieses Jahr auch noch ein bisschen mithelfen und ich finde das eine mega Investition auch, gerade in Kinder, du hast es erwähnt, nachher sieht man sie als Teenager, später als junge Erwachsene und so weiter. Man sagt ja auch, Kinder sind die Generation vom morgen, oder? Aber eben gerade in dem Sinne müssen wir sorgfältig mit unseren Kräften auch umgehen. Und ich staune, was nächste Woche alles in Einsatz kommt. Das ist unglaublich. Was sich da Leute investieren, Ferien machen, selber noch kleine Kinder mitgehen. Also, ja, und so gibt es ganz viele Bereiche in unserer Kirche, wo mega viel investiert wird. Ich denke auch an das Küchenteam. Nein, ich will jetzt gar nicht aufzählen, sonst kommen nicht alle dran. So meine ich einfach, dass da eine Ausgewogenheit bleibt und die Ressourcen immer wieder Acht geben wird drauf, oder? Hast du den Eindruck, und das gilt dann wieder für alle, dass eine gewisse Gruppe auch zu kurz kommt bei uns? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also das gilt alle, gell? Ja. Das ist die Idee, du bist jetzt im Fischteich hinein, Ja, gell? gut, Moment, okay, ist gut. also. Aber bitte, deine Meinung selbstverständlich. Ja. Also mir ist in letzter Zeit sind mir die Singles sehr auf dem Herzen. Weil ich finde, es ist mega herausfordernd für Singles, die allein durch das Leben gehen und dann nebenan so sehen, wie Familien entstehen, vielleicht selber, nicht alle, aber viele haben diese Sehnsucht danach. Oder halt auch einfach Verwitwete, Männer, Frauen. Also einfach Alleinstehende, aus welchem Grund auch immer. Ich denke, das ist schon eine Herausforderung für die Kirche. Sie mit ins Boot zu nehmen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das wollen, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass nicht jemand sich schon scheucht in den Gottesdienst kommen, weil er denkt, wo soll ich jetzt sitzen? Ich weiss ja nicht, ich bin ja so allein, oder? So ein bisschen das. Danke, Susanna. Ich glaube, das ist ein Steilpass an uns alle. Wir wollen ja die Willkommenskultur leben und die hört halt nicht dort bei den Türen auf mit dem Welcome-Team, sondern die geht uns wirklich alle an. Und ich merke es bei mir selber, wie schnell sitze ich zum Mittagessen neu mit Sanne. Mit denen habe ich schon länger nicht mehr geschwätzt und dann, sie sind aber eigentlich bekannt und ich kenne es. Und man schwätzt dort weiter, wo man das letzte Mal vielleicht aufgehört hat. So, und nebendran sitzt jemand alleine. Und ich glaube, das hast du zu mir gesagt, wie zu uns allen anderen. Ja, an dieser Stelle, oder hast du noch eine Ergänzung gehabt? Nein, mega. Also ich supporte das, gell? Du bist ja bei uns im Ältestenrat. Das ist ein Thema, das wir ja, auch ab und zu mal diskutieren und wo wirklich eine mega Herausforderung ist, auch was bieten wir alles an, was können wir überhaupt alles anbieten und wo sind wir uns auch bewusst, hey, da gibt es vielleicht auch Gruppen, wo wir nicht so supporten aktuell, wie wir es gerne würden. Auch einfach, eben, du hast das angesprochen mit den Ressourcen, wo dann eben manchmal genau so der Challenge ist, wie viele Ressourcen haben wir denn überhaupt noch und wo könnten wir noch, auch gerade für eine spezifische Gruppe. Und das ist sicher auch eine Schwierigkeit vom Wachstum. Je grösser das wir werden, desto vielfältiger sind die Leute, die da sind und desto mehr braucht es eigentlich auch Angebot. Aber trotzdem sind wir dann vielleicht in einer Größe, wo wir die Ressourcen noch nicht haben, um in jedem Bereich etwas zu machen. Du hast mal schnell wegen der Vision gesagt, oder? So ein bisschen, ob wir dort auf Kurs sind. Ich messe es für mich so,
ganz grob so an 3 so ein bisschen Eckpunkte. Also der eine ist so, begegnet Menschen Gott bei uns in der Kirche. Und da würde ich sagen, hey, ja, das hören wir immer wieder. Und das ist irgendwo mega schön, eben am Sonntag, aber auch in diversen anderen Möglichkeiten, die wir hier haben. Das andere ist, blüht Menschen auf. Auch das finde ich, das hören wir immer wieder. Das ist für uns sicher auch noch ein bisschen ein Privileg, wo man jetzt auch durch so einen Visionsabend oder so, manchmal die Leute, die neuer da sind, ein bisschen besser kennenlernen, wo man oft auch Sachen hören von Menschen, die sagen, hey, es ist so cool, ich kann da aufblühen und irgendwie das so richtig aufsaugen. Und so der dritte Aspekt wäre so, was ist unser Wirken gegen aussen? Und dort würde ich schon sagen, ja, dort würde ich mir schon wünschen, dass wir irgendwo an etwas anderes stehen könnten. Also noch mehr Zeitung kommen oder noch mehr... Ja, weniger in Zeitung, sondern effektiv im Leben von Menschen um uns herum etwas bewegen. Und dort ist sicher eine Schwierigkeit, dass wir relativ regionale Kirche sind und dass wir jetzt nicht einfach sagen können, wir investieren uns Vollgas ins Ahrtal, weil kaum jemand von uns da wohnt, sondern was vielleicht dann auch mehr etwas ist, wo jeder Einzelne von uns im Persönlichen, in seinem Umfeld, bei den Nachbarn, die wir haben, oder im Arbeitsplatz oder so, herausgefordert ist. Danke. Ich möchte an dieser Stelle das Thema ein bisschen wechseln und zu dem Mittragen auch noch mal kommen und der ganzen Mitarbeit. Du hast schon ein bisschen angetönt, es ist am Wachsen. Wir haben verschiedene Gruppen, die wir ansprechen wollen. Wir haben sehr viele, die mitarbeiten. Wir haben jeweils vor dem Gottesdienst treffen wir uns in einer Runde von allen Mitarbeitern. Ich schätze, das sind etwa 30 Personen, wenn ich mich nicht alles täusche. 35. Ja, danke. Sehr bewegend. Es sehen Leute, die da sind, die ein bisschen früher da sind, sagen, da will ich einen Beitrag leisten, eben mitschaffen. Und doch haben wir in einigen Teams sind wir doch recht knapp an Mitarbeitenden. Und das beschäftigt mich zum Beispiel auch bei den Kids, Simon. Vielleicht kannst du auch noch etwas sagen zu dem. Wie gehen wir um da? An was könnte das liegen? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, genau. Also ich glaube, es setzen sich sehr viele Leute ein, wirklich. Ich bin jetzt dabei ein bisschen weniger mit dem konfrontiert, als ich vorher Kids Church geleitet habe. Dort war das viel mehr das Thema gewesen. Ich habe das Gefühl, eigentlich ein Dauerthema mit den Ressourcen. Und auch, also wir haben natürlich auch sagen, hey, es braucht dort Leute, aber es braucht halt auch in anderen Teams Leute. Oder irgendwie, das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man dann sagt, ja, wo setzt man jetzt irgendwie den Fokus? Wie wir damit umgegangen sind, glaube ich, war noch die Frage gewesen, oder? Ja, das ist wirklich ein sehr herausforderndes Thema gewesen. Ich glaube, sehr wichtig war auch die Unterstützung gewesen, jetzt zum Beispiel, wo wir dann durch den Joel bekommen haben, oder auch natürlich durch, aber er hat wie noch mal mehr Ressourcen gehabt, um das auch anzuschauen oder zum mit irgendwie vielleicht auf Leute zugehen. Das ist wahrscheinlich fast das Beste, zum wissen, hey, das wäre vielleicht noch jemand, der könnte helfen oder der könnte mithelfen. Und dann so ein bisschen einen guten Weg finden. Je mehr Leute das man hat, desto mehr verteilt sich es halt auch, oder, für die Aufgaben. Für viele war es dann auch wie eine Hürde gewesen, wo man gesagt hat, hey, es ist von der Vorbereitungsarbeit her ist halt das ein Bereich, der doch relativ aufwendig ist. Und je mehr Leute das hast, desto mehr verteilt sich es auch. Und das wird natürlich helfen, oder? Je mehr das dort mithelfen. Auf der anderen Seite auch ist mir irgendwie immer am Herzen gelegen, dass wir Leute dabei sind, die auch mit Herz dabei sind, also dass nicht einfach nur gefüllt wird, damit man Leute hat, sondern ja, genau. Ich glaube, das bleibt eine Herausforderung. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass man selber auch nebst allem Herausfordernden kann viel profitieren kann, dass es auch viele wirklich schöne Sachen gibt auch, und dass es vielleicht mal Möglichkeit gibt, um auch mal zu sagen, hey, es interessiert mich, ich schaue mal rein und vielleicht ist das etwas. Ja, genau, also ganz grob zusammengefasst. Schwieriges Thema. Haben die schon eine Gruppe zumachen, weil ihr keine Mitarbeitenden hatten? Also wie weit ist das gegangen, die Knappheit? Ja, eine Zeit lang haben wir ja Kids Church zusammen gehabt, 1. bis 5. Klasse, und dann hat man es aufteilt in Minis und Maxis. 2 Gruppen, einfach um auch ein bisschen weniger eine grosse Spannweite haben von dem Alter her. Und dort hat es dann durchaus Zeiten gegeben, wo man einfach die beiden Gruppen wieder zusammengelegt hat. Also einerseits vielleicht die Ferienzeiten, wo man gesagt hat, das sind weniger, aber auch generell, weil man nicht genug Leiter hatte, um das so zu machen. Ja, genau. Ja. Danke. In der Küche, Marco, ich habe heute wieder Küchencrew gesehen und einige Gesichter, die ich noch nie gesehen habe. Wie kommen die Leute dazu, dort mitzuarbeiten? Was ist das?
Also da muss ich wahrscheinlich Joni und der Steffi ein Kränzchen winden, weil es ist oft nach einem Vorstellungsgespräch oder so, nach einem Kennenlerngespräch, dass sie mir ein Mail schreiben und sagen, du, wir hätten dann allenfalls jemanden, der interessiert ist, mal schauen. Zum Beispiel heute, die Lea ist das erste Mal in der Küche, kommt heute reinschauen. Genau, und bei uns würde der Personalmangel ganz, ganz schnell merken. Das ist nämlich dann, wenn es mal keinen Mittag gibt. Das kann durchaus sein, dass dann aber Leute vom Küchenteam durch den Gottesdienst vor Ort sind. Wir wollen aber nicht, dass die Leute ausbrennen und einfach powern, sondern wir haben gesagt, jeder einmal im Monat. Das ist ein guter Rhythmus. Und wenn es halt mal nicht aufgeht, dann gibt es halt kein Mittag. Oder vielleicht mal einen Hotdog, wenn wir nicht genug Leute sind. Aber ich finde, es ist nicht so schlimm. Aber ich finde, wenn das Kids-Programm muss runtergefahren werden, dann finde ich es viel dramatischer. Und darum, also, wenn es ganz knapp wird, dann lieber zuerst ins Kids-Programm, weder in die Küche. Aber es ist wirklich eine Frage, auch gerade wenn man so als Gemeinde unterwegs ist der Lieb von Gott, wir wollen miteinander unsere verschiedenen Gaben einbringen, aber was liegt es, dass es doch ein bisschen harzig ist, dass sich Leute auch zur Verfügung stellen für gewisse Aufgaben, oder ist es sogar ein Trend von der Zeit, dass man eher ein bisschen zurückhaltend ist mit dem Engagement von lauter Belastung im Alltag, beruflich und so weiter? Es ist eine Frage, die uns beschäftigt. Ja. Also einfach da spontan, wir haben ja gerade vor kurzem die Reihe gehabt mit dem Sabbat und allgemein mit der Geschwindigkeit vom heutigen Leben. Und wir haben so viele Möglichkeiten, wo wir uns engagieren, machen und tun, dass, wenn wir noch mit voll dabei sein will, auch einfach verbindlich, dass das auch zum Teil dann halt auch ein Nein sagen ist zu anderen oder bewusst verzichten. Und das ist manchmal nicht so populär. Und wenn ich sehe heute, was auch vor allem Eltern, die manchmal ja beide arbeiten und Kinder haben, was die allein schon im Alltag managen müssen, dass das alles aneinander vorbeigeht. Und dann darf kein Kind krank sein, dann darf auch niemand von den Eltern krank sein und. Dass du dann nicht nur sagst, oh, jetzt mache ich auch noch x Orte mit, da könnten sie mich brauchen in der Gemeinde, da könnten wir brauchen. Von dem her begreife ich das schon. Und das ist letztlich dann etwas, wo ich mir, die Person für sich selber und ich mir auch muss sagen, wo engagiere mich, wo nicht. Zu dem Thema einfach, wegen dem Thema begeistern, ich merke... Darf ich schnell? So läuft das. Da tut man jemandem auf die Schulter klopfen, das Susanne, und da sitzt schon eine neue Person da. Du machst noch fertig und dann gehen wir schnell fertig, genau. Was ich aber einfach merke, neben dem zusammen im Gottesdienst sein, begegnen, Welcome-Kultur und allem dem, dort Orte, wo ich mitarbeite, lerne ich Leute auch von der Gemeinde näher kennen. Also ich bin jetzt 3-mal an einem Maintenance Day gewesen, und jedes Mal habe ich dort mit jemandem zusammengearbeitet, den ich vorher so nicht gekannt habe, oder anders, und es ist wieder nachher ein anderes Begegnen und es war mega cool gewesen. Ist so wie der Nebeneffekt noch vom Mitschaffen, Ja, dass man tolle Menschen kennenlernt? Ist das also so? Das ist für mich mittlerweile eine Hauptmotivation geworden. Ja, danke. Ich kann noch schnell sagen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, beziehungsweise ich habe von Anfang an eigentlich immer gedacht, ich will gerade ins Worship-Team, und das war aber am Anfang nicht ganz möglich gewesen, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich bei den Kids angefangen, bei der Müsli Church, und ich habe dort auch so gedacht, da bist du ja nie die vorne. Und ich höre das noch oft, wenn ich mit Leuten so rede, ja, ich würde eigentlich schon noch bei den Kindern mithelfen, aber dann verpasse ich so viel da vorne. Und da in dieser Kirche ist es mir das erste Mal so wirklich passiert oder aufgefallen, als ich die hinten mitgeholfen habe, dass das Kirche ist, die hinten mit dem Müsli, die wir zusammen vorbereitet haben, oder einfach mit den Kindern, wenn wir ein Lied gesungen haben und nachher eingestiegen sind und nachher noch spielen. Und ich habe gemerkt, okay, eigentlich verpasse ich ja gar nicht da vorne, weil ich habe Kirche die hinten. Und klar, ich kann ja dann da in Einsatz kommen, da vorne, das, wo mein Herz auch brennt dafür. Aber ich will nur sagen, probiert es einfach mal aus, weil es ist genauso Kirche da hinten mit den Kids oder mit den Teens da oben, wie wir da im Gottesdienst sind. Oder wo wir sind, auch Anbetung in der Küche, wenn du am Schnetzler bist und Gespräche hast, je nachdem. Also, helfen mit, wir können überall Leute brauchen. Also mal ausprobieren auch etwas und schauen, wie das ist.
und merken, das ist sogar auch Gottesdienst, auch wenn es weiter weg ist. Ja. Ja. Mega cooler Punkt, Nadine. Also, das kann ich voll supporten. Es ist ein Gottesdienst, der dahinter stattfindet und es ist nicht einfach irgendwie Kinderhüte, die wir machen. Und vielleicht das andere, weißt du, was wir probieren als Pastoren, wie wir versuchen, diesen Sachen an Rechnung zu tragen. Eben, wir verstehen die Situation. Wir sind eine Kirche mit ganz vielen jungen Families, wo die Kapazitäten wirklich begrenzt sind. Und zusätzlich eben in einer Zeit, wo sehr viel manchmal sonst noch läuft. Und was mir eben eine Art und Weise, wie wir versuchen, mit dem Rechnung zu tragen, ist, dass wir sagen, hey, unser Ziel ist, dass man alle 4 Wochen einen Einsatz hat bei uns in der Kirche und nicht alle 2 Wochen, wie das teilweise an anderen Orten vielleicht manchmal auch ist, wo wir so wirklich versuchen, Belastung abzunehmen und wo wir auch wirklich versuchen, als Team und eben auch der Joel bei den Kids, dass der Aufwand so klein wie möglich ist, wenn man einen Einsatz hat. Und ja, eben dort habe ich dann manchmal auch so, ich verstehe die Gedanken so von, okay, wenn man jetzt bei den Kids im Einsatz ist man vielleicht nicht da vorne, aber es ist, eben ich sage, es ist einmal in 4 Wochen. So. Das ist eigentlich nicht so viel. Bitte, Rebecca. Ja, ich habe sonst auch gerade noch etwas anzuknüpfen. Obwohl ich im Welcome-Team bin, hat Joel vor einigen Monaten oder vielleicht schon ein Jahr mal ein Mail rausgelassen an Eltern, ob Kapazitäten um sind, hin und wieder mal einzuspringen, als Springer oder zusätzliche Hilfe. Und ich habe volontiert wirklich einfach 2 Mal im Jahr. Ich habe gesagt, alle halbe Jahr dürfen mich gerne anfragen. Und ich kann sagen, es hat mich so fest gedient, um zu sehen, auch mal in anderen Altersgruppen, wo nicht mein Sohn drin ist, was überhaupt passiert, was die Kinder machen, dass sie beschäftigen. Das mega coole Programm, das auf die Beine gestellt wird, Sonntag für Sonntag. Und es hat mich so geholfen zu verstehen, was abgeht außerhalb von diesen Räumlichkeiten. Und ich glaube, es hat mir viel mehr gedient wie ich ihnen, weil ich weiss nicht, wie nützlich ich war. Aber genau, und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, dass man das vielleicht auch noch reinrühren kann, wenn man sich vielleicht scheucht vor zu viel Verantwortung oder gerade reingezogen werden in etwas, dass man auch als zusätzliche Person, auch ohne grosse Verantwortung, aber wo einfach den Sonntag kann stärken kann. Jetzt zum Beispiel bei den Kids ist das eine Möglichkeit, genau. Cool. Aber eigentlich wollte ich noch einen anderen Punkt machen, wenn es noch okay ist. Sorry, noch und zwar ein bisschen das Thema Zeitgeist, das du vorhin aufgegriffen hast, wegen, wir haben so viele Möglichkeiten und es geht alles so schnell. Wir haben das als Familie ein bisschen so wahrgenommen, dass das eine fließt ein bisschen das andere. Das war noch das Thema Corona, wo, glaube ich, so Commitment ist immer unbeliebter geworden. Ich habe es auch bei mir selber gemerkt. Ich habe es schwieriger gefunden, Sachen zuzusagen. Und ich glaube, es ist wie ein bisschen ein Zahnrad. Oder? Je weniger Leute das zusagen, desto mehr Last ist auf denen, die noch zugesagt haben. Dementsprechend wird die Kluft immer ein bisschen grösser. Und wenn jemand will vielleicht gerne einem Dienst mithelfen, aber die Person merkt, wow, es ist so viel, weil die ich sehe, die haben schwere Last. Und das Bild vom Körper, das du vorhin gesagt hast, Andi, wir sind ein Leib. Und eigentlich, wenn jeder ganz wenige beitragen, wird die Last leicht, weil Jesus sagt, meine Last ist leicht, das soll uns nicht erdrücken. Und das wäre eigentlich mein Wunsch für uns alle als Kirche, wie du es gesagt hast, Joni, dass wir gesund bleiben können und dass es Spass macht und jeder auch etwas daraus rausnehmen darf, wie ich an diesen Sonntag, wo ich bei den Kids mithelfen durfte. Das hat mich so aufgebaut. Ja, genau. Cool. Ja. Das war mega lässig. Ja, danke, Rebecca. Sarina? Ja, gerade zu dem Thema eben Dienst in der Kirche und in der Freizeit, wie gestalten wir das? Ich bin Leiterin in der Jugi Gossau, das heisst einen ganzen Dienstag, Nachmittag, Abend, besser gesagt, geht dort drauf. Und ich merke einfach, wenn ich jeden Tag von der Woche fast etwas anderes habe, ich habe dort viel auf mich genommen eigentlich. Dienstag da gehe ich am Morgen früh arbeiten, komme heim, habe Jugi, nachher gehe ich noch in den Turnverein und dann ist es mehr so, nachher auch noch das, was dazukommt von der Jugi. Es ist mega viel. Wir haben an den Sonntagen jeweils dann auch noch einmal im Jahr bis 2-mal, 3-mal Jugendsporttag, wo ich auch mega eingebunden bin. Und
dort, als ich wieder in die Kirche gekommen bin, ich habe gewusst, ich will etwas mit Kindern machen. Also ich bin auch in der Kids Church bei den Minis, genau. Und dort ist für mich auch so ein bisschen die Frage gewesen, geht das neben all diesen anderen Sachen? Ich bin ein Mensch, ich bin mega schnell für etwas begeistert, ich ziehe es auch durch, aber je länger, je mehr merke ich, wie es mich einfach, ja, ich weiß auch nicht, wenn ich einfach müde werde. Was jetzt zum Glück nicht der Fall ist, ich habe bei den Kids angefangen und der Sonntag, wo ich dort sein darf, ich blühe extrem auf. Also ich liebe die Arbeit mit den Kindern, ich liebe es zu sehen, wie sie auch auf das ansprechen, wie sie auch mich mega angenommen haben als neue Leiterin. Also vielfach habe ich es schon gekannt, von ganz klein. Und ja, für mich ist das auch eine extreme Bestätigung gewesen, dass nebst meinem Alltag, dass jetzt der Dienst in der Kirche auch so angesehen wird und dass ich mich auch so gut fühle dabei, dass alles nebeneinander geht und dort, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, das Probieren und das auch als Prioritäten setzen, genau, das wollte ich auch noch sagen. Es ist auch ein eine Art Prioritätensetzung. Hey, auf was tue ich jetzt meine Prioritäten setzen? Ist es jetzt darauf, was ich jetzt zugesagt habe, also in meinem Fall jetzt Jugi, ist das jetzt meine Priorität oder liegt meine Priorität wirklich in dem, dass ich möchte die nächste Generation also dass ich meine Geschichte, dass ich auch Jesus der nächsten Generation möchte weitergeben. Und das merke ich je länger, je mehr wird das meine Priorität. Danke. Also es zeigt uns auch das Spannungsfeld zwischen allem, was läuft. Es läuft so viel, sei das jetzt eben freizeitmäßig, beruflich, wo man immer wieder den Rang finden muss, wo setze ich Prioritäten, höre ich von dir deutlich. Setzt echt unsere Gemeinde jetzt viel Freiheit voraus? Also kann man bei uns zu schnell gehen oder tun wir zu viel Druck aufsetzen? Wie erleben ihr das? Ist das zu viel Druck? Darf ich noch ganz schnell einhängen nochmal bei dieser Spannung? Weißt du, wo wir jetzt ein bisschen drauf gekommen sind, oder? Du hast das mega gut gesagt, oder? Das Ding ist, wenn wir noch jetzt zu wenig Mitarbeiter haben, heisst das, die Belastung für die Mitarbeiter, die wir haben, werden grösser. Und das ist wirklich etwas, wo wir uns recht auf die Fahne geschrieben haben, weil wir das früher noch teilweise erlebt haben, dass Leute wirklich in Kirchen ausgebrannt sind, die dann irgendwie so viel haben müssen machen, dass sie nachher nicht mehr haben mögen und irgendwann hat es den Deckel gelupft. Und wo wir uns wie gesagt haben, hey, nein, das ist eines von diesen Sachen, die uns mega wichtig ist, dass Leute bei uns nicht ausbrennen. Und das heisst aber auch, eben, wenn wir zu wenig Mitarbeiter haben, wenn wir nicht einfach die Mitarbeiter, die wir haben, drucken, um mehr Einsätze zu machen. Und das bedeutet dann manchmal auch, eben, dass wir Sachen mal nicht machen. Ihr habt es vielleicht auch schon erlebt, wir haben auch schon Sündige gehabt, wo wir keine Band hatten. Das ist nicht, weil niemand von der Band herum war oder eben bei der Küche, wo es mal kein Mittagessen gegeben hat. Einfach weil wir haben gesagt, hey, nein, es ist wichtiger, den Leuten Sorge zu haben und dann haben wir halt etwas nicht. Und das ist aber dann der Clinch zu dem, auch, was Susanna vorher gesagt hat. Oder? Wir haben aber auch Gruppen, die wir gerne unterstützen und investieren, aber wo dann wie so ist, uns fehlen die Ressourcen. Und das ist so eine Spannung, die wir oft haben und wo ich manchmal mega herausfordernd finde. Susanne? Ich habe mega hohe Ansprüche an mich selber und Ideale, die ich gerne sehen in meinem Leben. Und auch in der Kirche natürlich. Das übertrage ich dann. Und jetzt ist gerade der Zug von meinen Gedanken in eine andere Richtung abgefahren. Genau, es geht nicht in die Richtung, dass ich denke, ja, für Gott ist nur das Beste gut genug und wir wollen das noch, wir wollen das auch noch für die Kirche. Ich wünsche mir noch Sachen für die Kirche. Und eben, wenn es noch für diese Gruppen etwas hat und für die anderen Gruppen auch noch etwas, das sind dann auch so Ansprüche, aber die besten Übungen, die ich schon da hatte, sind die da einen Stock weiter unten, wo wir mit den Frauen einfach in der Bar gehockt sind. Und wir haben eins getrunken miteinander, wir haben geschwätzt, wir haben Gemeinschaft gepflegt, wir haben einander besser kennengelernt. Und das hat nicht grosse Vorbereitung gebraucht, es war auch nicht ein ausgefeiltes Programm gewesen, aber das hat wirklich Gemeinschaft gestärkt. Und von dem könnten wir vielleicht in diese Richtung noch weiterdenken. Also ein bisschen weniger Programm, damit das Zentrum bleibt, das wäre so der Hinweis. Und ich höre, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir alle erreichen und doch können wir nicht alle erreichen, sodass wir genug Mitarbeiter haben. Der leere Stuhl wird heftig gebraucht heute. Das ist also fantastisch. Also ihr könnt nicht zu kurz gehen, meldet euch, wenn ihr noch etwas habt. Bitte. Ich würde gerne noch den geistlichen Anteil hineinbringen und die Frage stellen, wieso sind wir eigentlich da? Was ist der Hauptgrund? Und ich glaube, das ist das Zentrum. Und wenn wir da
auf diesen Punkt schauen, dann können wir vielleicht gewisse Aktivitäten mal ein bisschen im Hintergrund lassen. Nicht, dass wir es nicht wollen, aber diesen Punkt würde ich gerne noch ein bisschen mehr mit euch diskutieren. Ich denke, das ist das Zentrum. Wir sind so unterschiedlich, so verschieden. Aber was tut uns verbinden? Für mich ist das Jesus. Und wenn ich einen Dienst mache, ich darf im Gebetsteam sein, dann mache ich es für ihn. Und einfach da möchte ich ermutigen, dass jeder sich selber fragt, die Verantwortung übernimmt und sagt, hey, Gott, wo willst du mich haben? Ich will das einfach noch reingeben. Das ist das, was uns verbindet, denke ich. Dann müssen wir die Schnittstelle noch gut machen zwischen euren Angebot und dem, was nötig ist. Da müssen wir schauen, wie das läuft. Habt ihr da irgendeine Idee, dass die Leute sich melden können bei euch? Oder wie läuft das? Hey, unbedingt, oder? Was unseren Traum oder was mir uns begeistert, ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, das liegt mir auf dem Herz und da würde ich mich gerne investieren. Und wenn dann jemand bereit ist, eben auch Energie drin zu investieren, sondern es nicht einfach ist, hey, da wäre noch eine Idee und das müsste jemand machen, dann sage ich noch so gerne, hey, let's go for it. Und dann supporten wir, damit das kann ab Boden kommen und etwas kann daraus entstehen. Cool. Eben, vielleicht gibt es einmal, dass wir sagen, hey, jetzt merken wir gerade, dass wir einen Fokus noch jemand anders bewusster legen und das kommt jetzt ein bisschen Ding. Dann kann es sein, dass wir vielleicht einmal sagen, hey, wir behalten es für den richtigen Moment. Aber im Normalfall offene Türen. Okay, bitte. Zu dem, was du gesagt hast, Erika, will ich gerade noch ergänzen. Also ich denke auch, dass das absolut das Zentrum ist und egal in welcher Arbeit dass wir drinnen sind, soll das Zentrum sein. Und ob ich jetzt mit den Kindern arbeite oder ob wir das kochen oder ob wir sonst irgendetwas machen. Aber da will ich vielleicht auch ein bisschen die Lanze brechen für die Menschen, die warten und warten und warten auf diese Berufung, bis sie endlich wissen, in welchem Team dass sie jetzt am richtigen Ort sind. Wir haben in den letzten 40 Jahren, Christine und ich, diverses, verschiedenes Zeugs gemacht, wo wir einfach nicht unbedingt gerade die besten Talente dazu mitgebracht haben. Ich habe noch nie irgendwie Jungschi, Cefi, irgend so etwas gemacht, als ich Kind war. Und wir haben nachher ein paar Jahre die Leitung von der Kids-Arbeit übernommen. Und wir haben einfach auch erlebt, wie Gott Kreativität schenkt, wie er Sachen schenkt, die wir nicht aus uns heraus haben können. Und es war so cool gewesen, und es hat coole Programme gegeben. Also man kann einmal etwas einfach wagen, etwas probieren und wenn es nicht geht, dann kann man auch wieder aufhören. Hey, und da möchte ich wirklich gerade euch beide, Stefan und Marco, rausheben. Ich mag mich erinnern, wo wir mit Stefan bei dir daheim waren und so von ihm die Frage kommt, hey, wie kann man euch am besten entlasten? Wie kann man euch, was brennt am meisten? Wo braucht es jemanden? Und ich habe gesagt, hey, ich wäre so froh, wenn ich die Leitung vom Technikteam abgeben könnte. Und der Stefan sagt, ja, ist jetzt vielleicht nicht gerade das, wo meine Kernbegabung ist oder wo ich mich mega drin auskenne, aber das Team leiten, ja, das könnte ich mir irgendwie vorstellen und ich glaube, ich könnte mich gerade reindenken. Und dann so die Leitung übernommen hat, wo ich, ja, ich meine, das ist für mich eine mega Entlastung gewesen und mega cool und er macht das mega gut, hat da auch die richtigen Leute rundherum, die mithelfen und ihn supporten. Und eben auch Marco, ihr, wo da einfach reingumpen die Sachen und dann aber auch können irgendwann sagen, hey, jetzt ist gut, jetzt mache ich ja wieder Platz. Und das, vielleicht können wir das gleich auch heute da sagen, ohne dass es einen grossen Schock auslöst. Aber ihr gebt auch die Leitung vom Food-Team wieder ab, oder, auf den Sommer. Und das dürfen wir. Auch mal sagen, hey, und jetzt ist auch wieder gut und wir haben eine super Nachfolgelösung, Frohhofers machen das können wir, vielleicht können wir ihnen gerade klatschen. Sie sind, glaube ich, in der Küche. Genau. Ich glaube, manchmal ist das vielleicht auch noch so ein Hintergrund, die Angst, dass wenn man mal in einem Dienst ist, dass man dort nie mehr raus kann. Und das ist wirklich etwas, was man nicht will, sondern wo man kann sagen, hey, ich jump mal rein, ich helfe aus, weil es jetzt dort gerade jemand braucht. Und dann kann man nach einem Jahr, 2 oder so vielleicht auch sagen, jetzt ist auch wieder gut. So ein Spannungsfeld zwischen dem, wo man erreichen will, eben der Liebe, wo vielfältig sein soll, wo bringe ich mich dort rein, so dass ich nicht ausbrenne, dass ich kraftvoll einen Beitrag leisten kann. Das höre ich fest und ich schätze das sehr, dass da so achtsam die Menge auch steuern wollen. Ich finde das total gut, sonst funktioniert es nicht. Ja, bitte. Wenn ich da vielleicht ergänzen darf, eben, ich fühle mich manchmal überfordert, der Technik. Und bei
mega froh, du hast es ein bisschen angetönt, dass ich so gute Mitarbeiter habe, Profis, die das viel besser machen als ich. Und wenn es rein ums Technische geht, muss man mich ja nicht nehmen als Leiter für die Technik. Aber man kann es im Team machen und das ist wieder das Positive. Zu dem, was vorher Erika gesagt hat und du hast es auch gebracht, oder noch vorher du, Entschuldigung. Okay, gut. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Nein, es muss nicht perfekt sein. Hätte ich perfekt sein um den Job zu machen, dann müsste immer noch der Joni die Leitung übernehmen. Und das ist ist manchmal die Herausforderung, dass man einfach halt gleich das Beste gibt, zu machen, auch wenn man es weiss, vielleicht jemand anders könnte es sogar besser, aber es ist jetzt einfach nicht möglich. Und was schön ist, ja, es geht ums Geistliche, hast du vorher gesagt. Dort hatte ich eine Diskussion mit meiner Frau. Wir hatten einen Unplugged. Und im Unplugged habe ich ihr erzählt. Und das hat mich von Anfang an beeindruckt, dass das eigentlich aus dem Männerfrühgebet kommt. Also Männer, die miteinander beten, die miteinander unterwegs sind. Und aus dem heraus gibt es dann alle die Gemeinschaftsanlässe. Und meine Frau ist immer gereuig, dass es eben für die Frauen das nicht mehr gibt. Und hat dann einfach, als ich so begeistert am Freitag vor einer Woche heimgekommen bin, so spontan gesagt, ja weisst, vielleicht müssen wir einfach mal ein paar Frauen zusammen, die gerne beten, eine Stunde lang zusammen beten oben und dann geht man wieder ab und ab Paar. Einfach wieder mal so anfangen. Zuerst Zeit haben und es ist nicht verwunderlich, meine Frau ist im Gebetsteam, also dort, wo die Steffi, Joni mich gefragt hat, hat Steffi sie gefragt wegen dem Bett und das ist voll ihre Begabung und das ist mega cool, das zu erleben, wie das funktioniert. Aber so geht vielleicht ein kleiner Schritt, gibt den anderen. Darf ich noch schnell einen Versuch machen? Schauen Sie mal schnell das Licht abstellen und den Ton weg. Schauen Sie mal, wie es wäre ohne Technik. Schauen Sie mal schauen. Sehr cool. Ja. Danke für euren Beitrag. Und wie das Zentrum soll das Zentrum sein. Genau. Elias. Ja, das Stichwort war, man kann gehen, auch wenn man mal etwas geleitet hat. Dann habe ich gewusst, das ist mein Stichwort. Weil man kann da aus dieser Kirche wirklich sein Amt ablegen und man kann im Frieden gehen und niemand trägt einem etwas nach. Und das bin ich ja wie das beste Beispiel. Und dann habe ich noch weiter studiert bei diesen ganzen Themen und eine Frage wollte ich einfach stellen. Oder? Wir reden viel über Kirche und all die Ämter, die es gibt und all die Dienste und Leitung und Abgeben und Zeug und Sachen. Aber wir alle miteinander, quasi der Leib hat ja wie auch den Auftrag, nach außen eine Wirkung zu machen. Also im Sinn von, ist super, oder? Ich weiss es genau. Ich an meinem Arbeitsplatz, ich in meinem Bogenschützverein, dort erzähle ich natürlich ein bisschen. Und gleichzeitig wünschte ich mir ein Stück weit auch von den Kirchen einen Support oder vielleicht mal, wo ich reinschnuppern kann oder wo ich nicht ganz allein bin, sondern mit 5 von euch zusammen irgendwie, sorry, ich muss da wieder rutschen, weißt, so etwas machen, oder? Und jetzt reden wir sehr, es ist nicht nach innen gekehrt in dem Sinn, weil was von innen machen die Kids, ich meine, es gibt, wenn wir als Kirche es schaffen, alle unsere Kinder zu erreichen, dass die Beziehung zu Jesus oder unterwegs, dann haben wir schon gewonnen mit Wachstum, oder? Das ist eigentlich schon das Ziel. Aber eigentlich ist es ja noch ein bisschen auch rauszugehen, oder? Und mich nimmt es Wunder, was ist angedenkt in diese Richtung, oder? Und das Zweite ist, ich bin ja jetzt vom Pfarrer zum Sozi geworden, das ist ja auch das Gleiche irgendwie und irgendwie doch anders, oder? Und dort merke ich, ist der Wunsch da, dass jemand von außen kommt und das Evangelium hineinbringt. Ich kann es jetzt eben nicht mehr machen, weil ich bin angestellt, oder? Dann darfst du plötzlich nicht mehr, ist halt so. Und gleichzeitig dort, wo ist das Soziale ein bisschen, oder? Das sind so die Sachen, die mich auch interessieren, wo das jetzt hingeht, oder? Das ist mehr eine Frage jetzt in dem Sinn, oder? Ich stimme mit euch an. Danke für den Hinweis. Ich glaube, das ist wirklich ein Teil von der Vision. Genau, oder? Das Aufblühen, dass alle erreicht werden, so ein bisschen das, oder? Wo für mich in die Menschengruppen hineingeht, oder? Klar, wir haben Singles, Frauen, Männer, Zeug und Sachen, aber wir haben eine ganz grosse Gruppe, die quasi
jetzt nicht zulässt oder noch Jesus, keine Ahnung, oder nicht relevant ist. Oder? Und wir müssen es ihnen ja nicht aufzwingen, aber wenigstens erklären, dass es das gibt ja als Möglichkeit. Oder? Also, dort, genau, meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung. Machen wir zu wenig an dem Punkt? Könnte es mehr sein? Sind wir ein bisschen zufrieden mit uns selber? Auch die Fische sind langsam ruhig. Grosse Frage. Ja, ich glaube, die Spannung ist dort schon so das eine zwischen dem Institutionellen und dem Persönlichen. Oder? Eben eine Herausforderung von uns ist, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, wir starten irgendwie eine Initiative hier im Aartal, weil jetzt da nicht wirklich mega die Leute wohnen und eben die meisten von euch auch nicht da wohnen. Also wo es wie ein bisschen schwieriger ist, um uns örtlich so zu investieren. Was der Ball ein Stück weit schon wieder ein bisschen den Einzelnen zuspielt. Und auf die andere Seite merke ich auch, nein, ich bin nicht happy mit, was unseren Output oder wie wir uns gegen aussen investieren und machen. Und auf die andere Seite dort dann auch wieder eben die Situation ein bisschen mit den Ressourcen, wo ich wie merke, bis jetzt alles, was wir gestartet haben, ist daran gescheitert, dass zu wenig Leute nachher mit dabei waren und mitgezogen haben und mitgemacht haben. Und wenn es dann nur wir sind, wo als Angestellte, die da so quasi in der Pflicht sind, oder dann wird es auch schwierig. Und dort merken wir auch ein bisschen, es muss dann auch das kommen, was richtig ist. Oder jetzt eben in Winti ist es so ein bisschen zum Beispiel mit der Quellenhof-Stiftung und manchmal höre ich eine Stimme sagen, warum startet mir nicht so etwas? Und ich sage, ja, start mal einfach etwas. zuerst muss mal irgendwo eine Vision, eine Not, die richtigen Leute und all diese Sachen da sein. Und was ich einverstanden bin, vielleicht könnte man aktiver versuchen, das irgendwo zu pushen, aber man kann es auch nicht einfach rausdrücken. Sondern es müssen irgendwo die richtigen Leute kommen und sagen, hey, ich habe dort etwas auf dem Herz und da könnten wir doch als Kirche. Und wo man nachher kann sagen, hey, voll, da stellen wir uns dahinter und in das wollen wir Ressourcen stecken und das versuchen wir irgendwo zu supporten. Aber ich glaube, es klappt nicht, wenn jetzt so quasi einfach wir im Staff uns etwas ausdenken und euch dafür dann überzeugen zum Mitmachen. Sondern es muss irgendwo aus uns raus strahlen. Darum sicher auch dort ein bisschen, wenn jemand die Idee hat und sagt, hey, ich habe da Sachen auf dem Herz, dann teilt das mit uns. Was wir so ein bisschen gemerkt haben, was wir das Gefühl haben, da liegt ein bisschen etwas in der Luft, ist, dass viele Leute so ein bisschen gemeinschaftliches Wohnen auf dem Herz haben oder in so richtigen studieren. Da haben wir einmal einen ersten Schritt gemacht mit so einem Vernetzungsanlass. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch in anderen Sachen mal so einen Vernetzungsanlass machen könnten. Vielleicht machen wir mal einen in Bezug auf, wie könnte man gegen aussen aktiver werden. Da zeigt sich dann schon halt manchmal, dass dann eben auch bei 50 Leuten auch 50 verschiedene Vorstellungen davon herum sind. Aber ich bin überzeugt, wenn der richtige Moment da ist und die richtige Sache, dann klappt das und dann kommt das. Und von mir aus lieber früher als später. Super, sehr viel offen. Und es sitzen ganz viele Menschen da, die das raustragen können in ihrem Umfeld. Ich finde das so etwas Tolles. Kirche ist nicht immer noch eine Organisation, das kann es auch sein. Und Mauern. Der Hans-Uli muss unbedingt noch, weil er ist unser letzter Gast im Pool und nachher muss ich den abschliessen. Hans-Uli, bitte. Ich weiss nicht, ob das gerecht ist, Erik. Gerne etwas. Mir ist Folgendes durch den Kopf gegangen, als ich hindurch gesessen bin und jetzt gehört habe, immer über unser Liebe und alles und so. Ein Liebe besteht aus Nerven. Nerven gibt Signal von einem Ort zum anderen Ort. Wir verstehen, was an einem Ort in unserem Leben passiert, wenn wir auch anhören. Und wenn wir auch Zeit haben für das. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf das auch versuchen, uns ein bisschen zu sensibilisieren. Dass eben der Heilige Geist in uns reden kann und kann etwas auslösen, wo dann unsere Handlungen beeinflusst. Und etwas Zweites möchte ich auch noch mit auf den Weg geben, und das brennt mir wirklich auf dem Herz. Wir reden immer vom Lieb, also unsere Kirche. Haben wir einmal den Gedanken uns gefasst, dass unsere Kirche oder der Lieb mehr sein können als das, was wir sehen. Zum Beispiel in unserem Umfeld, unsere Nachbarn, unsere Leute an der Arbeitsstelle könnten ja oder sind vielleicht auch ein Teil von diesem Lieb, einfach noch nicht integriert. Also
Jesus ist ja gestorben für alle Menschen. Und wenn wir das wirken lassen und wenn wir versuchen, auf das sensibel auch irgendwie dem Raum zu geben, dass das geredet werden zu uns, dass unsere Nerven uns das signalisieren können, dann glaube ich, dann passiert Unglaubliches, was wir noch gar nicht kennen. Danke, Hans-Uli. Ich werde deinen ersten Punkt nehmen und mit dem abschließen, weil ich schon überzogen habe natürlich. Das ist, ich habe es noch fast vermutet. Sie hat noch Angst gehabt, dass sie viel zu lang da vorne und jetzt muss ich abklemmen. Wir haben noch gar nicht von den Finanzen geredet. Ich finde es gut. Das wissen Sie selber. Es ist ein schwieriges Thema mit unserem knappen Haushaltsbudget und allen Abstimmungen in der Öffentlichkeit. Geld ist ein Thema. Wir haben es jetzt nicht aktiv aufgenommen, aber mir hat der Gedanke gefallen von dir, Hans-Uli, wirklich das Herrenhören, was hat Gott uns zu sagen, was hat dir zu sagen, auf was leitet bei dir der Finger drauf? Sei das Mitarbeit, sei das jetzt Unterstützung, sei das Mitbeten, sei das vielleicht eben auch im Finanziellen weiter unterstützen. Das könnte ein wichtiger Teil sein von dem, dass der Liebe sich gesund entwickeln kann und eben auch andere Menschen angesprochen werden können damit. Ich will einfach abklemmen. Wir gehen raus aus dem Wasser wieder. Ich will mich ganz herzlich bedanken für euch fürs einfach parat sein, zum mitzumachen, da auf dem Stuhl exponiert sein, was da dazugehört. Und mein grosser Wunsch ist, dass jeder von euch, der jetzt da war, irgendwo einen Gedanken mitnehmen kann, wo er sagt, über das muss ich weiter nachdenken. Ist das die Gemeinde? Welche Fragen tauchen auf? Wie können wir das noch weiter unterstützen? Herzlichen Dank euch allen und an dem Punkt übergebe ich dir. Hey, ja, ganz kurz ein abschließender Gedanke. Eben, im Epheser 5,25 heißt es, dass Jesus Kirche so sehr geliebt hat, dass er sein Leben dafür angegeben hat. Und für diesen Liebe. Und das ist irgendwie schon eine Challenge, ein Gedanke, der uns herausfordert. Und ich glaube nicht, dass das die Idee ist, dass wir jetzt irgendwie unser ganzes Leben für Kirche aufopfern müssen. Aber er sagt eben auch, dass in der Kirche Jesus mit seiner ganzen Fülle wohnt. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was ich mir auch wünsche, dass wir das irgendwie so ein Bild auch von Kirche vor Augen haben. Oder so das Bild von dieser Brut, wo Jesus liebt. Und dass wenn wir an Kirche denken, dass man nicht irgendwie einfach an ein Inspirations- und Support-Netzwerk oder so denken, wo jedem Einzelnen von uns einfach hilft, im Glauben ein bisschen besser unterwegs zu sein, sondern wirklich irgendwie, dass da eine größere Vision von Gott dahinter steckt. Wo Reich Gottes kann passieren, wo einen Einfluss kann auch haben und eben, da sind wir uns einig, darf noch viel mehr sein, auch gegen aussen. Und ich bin überzeugt, dass ein Teil von dem Aufblühen auch eben genau in dem hinein passiert, dass man sich wirklich einen Teil davon macht. Und es gibt so das alte Wort, das nennt sich Eingliedern und das hat eben damit zu tun, dass wir ein Glieder an dem Lieb sind und so quasi uns auch dann einhängen in den Lieb. Und ich glaube, das ist auch bei der Sarina so cool übergekommen. Es macht dann eben auch etwas mit uns und hilft uns aufzublühen, wenn man merkt, hey, mich braucht es, hey, ich mache einen Unterschied, hey, es ist nicht nur einfach etwas, das ich gebe und weil man halt irgendwo drin gibt und sich einen Teil macht, sondern in dem hinein passiert, dass man Jesus ähnlicher werden, dass man aufblüht, dass man im Glauben irgendwo wachsen können. Und eigentlich ist es ja mega cool, dass das auch eben ganz praktisch mit unseren Begabungen, aber auch mit unseren Finanzen kann passieren. Und das Coole ist irgendwie, wenn man sich anfängt reingeben, man hat dann eben auch Anteil an dem, was passiert. Oder? Es ist nicht nur Predigt, die nachher etwas auslöst bei den Menschen, sondern es ist das Ganze drumherum. Oder eben Predigt wäre nur möglich wegen all den anderen Sachen, wegen der Finanzen, die reingehen, wegen der Zeit, die Menschen reinstecken, wegen ihren Talenten, die sie reingeben. Und somit hat man, und das ist irgendwie auch cool und das möchte ich auch allen, die sich investieren, zusprechen. Ihr habt Anteil an allem Guten, was in dieser Kirche passiert. Egal, was du reingibst, du hast einen Anteil daran und nicht nur Anteil an dem, was du reingegeben hast, sondern Anteil am Ganzen, weil ohne das Konkrete, was du machst, wären teilweise auch die anderen Sachen dann schlussendlich nicht möglich. Und so möchte ich eigentlich nur noch einfach mit einer Einladung enden, vielleicht auch gerade speziell an Leute, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind oder die vielleicht irgendwie so ein bisschen am Rand sind und so ein bisschen
sich vielleicht auch ein bisschen schwer tun, soll ich mich da wirklich ganz reingeben oder soll ich da richtigen Teil davon zu werden? Vielleicht auch Leute, die irgendwo dabei sind, aber vielleicht auch finanziell sich noch nicht können durchwinden zum mitmachen. Einfach eine Einladung, um zu sagen, hey, macht hier einen Teil davon, weil es macht einen Unterschied. Und wir alle zusammen, wir sind Kirche, wir sind der Leib. Eben, natürlich mit allen anderen Kirchen auch, aber jetzt konkret hier bei uns. Und ich glaube, wir sind dann eine gesunde Kirche, wenn eben jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und dann eben, das hast du, Rebecca hat das gesagt, dann wird es eben schlussendlich niemandem zu viel. Und dann brennt niemand aus. Und ich glaube, das ist eine coole, gesunde Kirche. Genau. Ich bete noch zum Abschluss. Stehen wir auf dazu, ist das gut? Jesus, ich danke dir für die mega spannende Gesprächsrunde und für all die Menschen, die sich da in GVC investieren und ohne die Kirche einfach nicht das Gleiche wäre oder gar nicht würde existieren. Und es ist so ein Privileg, irgendwo der Liebe zu sein. Es ist auch ein Privileg, irgendwo mitzubekommen, dass immer wieder an neue Leute zustoßen und das in dem Fall erleben und erfahren. Und das erfüllt uns aber auch irgendwo mit Ehrfurcht und ist irgendwo auch eine Verantwortung, die wir haben, dass wir wirklich ein Lieb sind, wo dir würdig ist. Und daran möchte ich beten, Jesus, dass jeder Einzelne von uns irgendwo da auch eine Leidenschaft dafür haben, Freude daran haben, zu sagen, ja, ich mache da mit, ich bin ein Teil davon, ich habe Anteil daran, dass die Kirche so ist, wie sie ist, und ich kann mitbauen, dass sie noch besser wird, als so ist, oder dass noch mehr passieren darf. Und im Endeffekt, Jesus, soll es wirklich um dich gehen. Und ich glaube, da bitte ich, dass wir unsere Motivation, unsere Herzen immer wieder auf dich ausrichten können und das nie vergessen. Amen. Genial, das nochmal ganz kurz.